Nu hier wie een Geschicht, die wordt gebracht bij Onkel Obram Jansen van Bloemenheim in Saskatchewan. Deze Geschichte naam sich de besondere Dachstag. Dort wir Weihnachtstijd, viele Menschen, Männer und Frühes versammelten sich in kleine Gruppen und vertalten von der Zeit, als sie jung wären gewast, wo scheint das heute gegangen, einmal zu Weihnachten. Aber sie reden auch noch von der Weihnachtstijd, was sie zu bedienen hat. Dort das Weihnachtskind, uns Heiland, wie an der Welt gekommen, um uns selig merken. Dort wie endlich das geradste Wunder, was der Welt jemals gesehen hat. Aber nu wird das anders. Die Kirche in dieser kleinen Stadt, die wird tau, wird ladig, dass wir alle ausgestorben. Die wir mal sehr voll was die Kirche. Berühmte Predigers haben da gepredigt. Viele Menschen haben da ihr Seelenheil gefangen. Aber nu wird die Kirche allein tau. Alle Menschen werden wach gestorben, viele werden wach getrocken. Und nu wird das alle ausgestorben. Doch wordt gereed dat het niet meer eenmaal zo anders wordt. Er wie een jonge prediker gekomen, die nog niet veel ervaren had. Hij kwam van een gemeente, wo de meerdere predikers waren en ze brukten aan dat niet groot zeer neidig, ze konden aan losloten. Nu kwam aan dat zo aan, hij en zijn vrouw zullen hier handtragen en proben hier deze arbeid frisch om leven te brengen. En als hij de hand kwam, dan vraagde de mensen, wo sie da über gesonnen sind, und die sind ja alle dafür, wenn hij dort will proben, dann wollen sie einmal hier sterben. Sie fangen an viel davon zu reden, und diese jungen Lied, die fangen da viel Arbeit an der Kirche. Sie mussten die erste reinmerken, dass wir endlich keiner was Zeit hat, um anhalten, die wir so viele Jahre nur voll gestorben, dort nahm viel Wasser, viel Waschen und viel Barsten. Aber doch hat hij bekannt gemerkt, sie würden nu zu Weihnachten, helle Abend, ihre erste Abendandacht haben. Da wären redende Menschen da nicht so viel von. Die wird das alles so wat nies, und die freuen sich. Doch scheint es so von der Feind, dort wären die Arbeit. Gerade die Nacht für helle Abend kommt da ein gewaltiger Sturm mit Regen, mit sehr starker Wind. Zumeist, als het die Tag ist, jetzt ist Prediger das erste, kicken aus der Kirche noch steht. Hij kommt auch bald trägen, sagt zu seiner Früh, wie han grauter Trouble. Die Wind hat den Regen durch der gewohnt geschlagen, nu ist der rot hängende Kanzel eine grote Plag aufgeplustert. Das ist überschlag, das ist eine grote schwarze Plag, Windsach so hoch und Feuer so breit. Nur frühstück konden die jungen Lieder haben, besinnen sich dort in der Mut als sind sehr versunken, sehr leer. Aber sie bringen die Schweinerie da war der Rüt, waschen war die Flur rein, dann sagt die junge Früh, als sie da so handkickt, wat hebben we aber down mit der Plag, das sit aber tauschlacht. Und als die Mut so leer gesunken, dass es geworden ist. Dann als sie da bieten stehen, dann hören sie da eine lüde Stimme. Na, sagt das junge Prediger, dat is een uitroep war. Jemand würde dich wie een uitroep zijn. Sagte ik, wil maar gaan checken wat die da doen. Als hij door Jood aankomt, dan neemt de uitroeper Jood een doze aan zijn hangen, merkt hij op en zegt, wat is dit? Hij weet niet wat het is. Zegt jemand, dat is vielleicht een Dachstag. Hij heeft de huur op en zegt, hoeveel dafür? Aber kein Mensch will eine rote Dachstag kaufen. Keiner sagt was. Schließlich redet das junge Prediger eine ganz kleine Samme und kein anderer sagt was und dann hat er die gekauft. Hij nimmt die in der trägt nach Haus. Seine Frau sagt, aber was du mit dort denk? Aber sie nehmen die Rüt und lassen die am Wind mit auslaften. Dann drehen sie die nach der Kirche. Der ist aber so sehr graut. Sie nehmen die durch und hängen die über die Plag, über die bedeckt, das war doch sehr fein. Als sie die durch abgehangen, dann gehen sie auf den anderen Kirche und checken durch und die Sonne schien durch im Fenster so freundlich durch. Da sehen sie die rote Kalier, das bleibt mal, das schimmeriert so wunderstraum. Und dann sind da noch goldene Drehdächer trocken, und dort blinkt da in der Sonne.
Dann sagt die früh, dass sie über ein wunderschönes Wesen wird, wie durch ein Hahn gehangen. Der früh ging dann nach Hus, das Prediger, der musste aber noch bei der Kirche bleiben. Er musste an seiner Abendondacht noch ein Bett arbeiten. Mit einmal, als er zum Fenster gecheckt, steht da eine Früh, eine ältere Früh. Das ist die Stadt, wo der Boss von der nächsten Stadt einmal anhält, zum Menschen loten absetzen. Und er weiß, dass es aber noch eben eine Stunde haben, was die Boss wird kommen. Er geht rüt und sagt zu der Früh, komm lieber nehmen, dat ist so ein kalter Wind büten, und dat geht noch lang, was der Boss kommt. Na, die Früh, die kommt auch wellig nehmen und sagt sich da hängen an der Kirche dohl, und er geht an seine Arbeit. Mit einmal setzt er die Früh, die steht ab und geht da hängen der Council. Dat ist am wunderlich, was will die da? Aber dann setzt er die geht da nur die Derstag. Die befeilt und bekeckt und er kann sein, dass aber sehr abgerecht. Er geht da dann hin und fragt, ist hier was mit los oder fehlt die was? Nee, sagt sie, das ist alles in Ordnung. Ich will bloß neugierig zu dieser Derstag. Das ist meine. Na wo kann das deine sein? Ich hab die Grot von der gekauft auf dem Ütrop. Jo, sagt sie, das lebe ich die. Aber hier in dieser Eich ist mein Name, ein Name kostet seinen. Na, sagt er, wenn das deine ist, dann gebe ich die dir. Oh nee, sagt sie, das ist nicht, was ich mein. Aber ich wollte die bloß vertalen, wo das rankommt. Ich wie in Deutschland, und das hieß, als Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg da anfing, wie wir ein Jung befried, ich und mein Mann, und wie wir ein Christen. Wir wollen mit dem Krieg aber nichts zu tun haben. Doch hat mein Mann nicht Tiden gekriegt, dass er soll sich melden. Sie wollen auch eine Armee nehmen haben. Und dann wisst wie, weil wir nicht wollen, das mitmachen, dann macht wir Pflichten. Mein Mann hat diese Derstag mal in Brussels für mich merken lassen, wie wir ihn gut auf. Und wir hatten die bloß sehr selten gebraucht, wenn wir sehr Berlin die Jagd kriegen. Aber nicht, dass wir dachten, wir mussten Deutschland verloten. Mein Mann, den würde sie nicht rütloten, aber wir dachten, wir mussten doch proben. Dann packte ich meine besten Sachen ein bisschen an, und mein Mann, der starb mir auf dem Zug nach Holland, und dann seht er, ich wollte mich proben, über zu schlecken über die Jans, da wo wir uns dort trafen. Dann wollen wir tot nach Amerika reisen. Geld hat wir genug dort. Aber ich habe meinen Mann nie mehr gesehen nach der Zeit. Und meine Sachen werden auch alle verschwungen, als die Suche in Holland ankam. Dort ist nu al über 40 Jahre zurück. Ich habe noch nie mehr was gehört von meinem Mann. Nu zijn ik hier in deze Oberstadt, nu las ik door een Post. Dat er zijn voor jonge lieden in deze stad hier, die houden door een Anzeige dat ze willen een Frühhand om ihre Kinder abhausen. En daarom kom ik hierher. Aber zij willen mij niet. Zij zeiden, mijn Englisch is niet goed, er is te veel Duits het mank. Nu moet ik terugvoeren, en dan komt de Bas gerode, dan gaat ze ruten als was. An diesem Abend wird die Kirche ganz voll. Und die Lieder, die sangen mit los, die ging darüber so schön, dass sie mal ein Weihnachtsprogramm hatten, was sie also viele Jahre nicht hatten gehabt. Was hat immer erst, dass die Prediger, die Menschen sind alle weggegangen, bleibt aber ein älterer Mann träg. Er fragt ihm, als er ihm kann mit was helfen. Nee, sagt er, aber kann ich da hinter der Kanzel gehen? Mir interessiert das Hängsel, was du da hängen hast. Na ja, er lässt ihn da wirklich hingehen, und der Mann, der bemerkt dort, der alte Mann ist sehr abgerecht. Und dann sitzt das Prediger, dem sie in Deutsch ist, sehr so aus der Früh, was du erst wie warst. Das schimmeriert da durch, das Englische. Dann sagt das Mann, dieser Tag, der lädt ich mal in Brussels merken für meine Früh in Deutschland. Aber so viel als ich weiß, ist meine Früh auch wir in den Krieg angekommen, dann wir haben niemals einer vom anderen mehr was gefangen. Na, sagt die Prediger, von der wir hier eine ältere Früh bannen, und der redet von dieser Tag. Das alte Mann, der wird recht bloß und gesagt, er fährt den Prediger Arm und sagt, redest du die Wahrheit, oder was meinst du? Nee, sagt er, ich rede die Wahrheit, er vertelt dann die ganze Geschichte.
dann nehmen sie den Prediger seine Chor und sehen sich die Lied, was die Anzeigen in der Zeitung haben gehabt, und die haben gerne früh ihre Anschrift, wo die wohnen, die dann in Oberstadt. Sie fuhren schwind durch den Abend, wann es auch allein düster wir, und fangen auch dort Hus und dort Nummer. Die Prediger geht dann nur der und ja Mann bleibt an der Chor sitzen. Die früh merkt langsam op, als sie am Sitz, sie kannt an und sagt sie, wat erst du wat? Wo dann kämpfst du so laut nach mir der? Hij fängt langsam an ein bisschen zu reden, während die Dachstag, wo ich ein bisschen kommen designen. Na, wat als während die Dachstag? Ich seh dir die dort, oder ich will die nicht. Dat is dienen. Oh, hij sagt, ich habe hier einen Mann an der Chor, und der sagt, hij weet an die Dachstag. Hij sagt, hij weet ook noch an dienen Mann an. Willst du willen mit dem reden? Na jo, wenn die wat von meinen Mann weet, dann will ich mit dem reden. Na sagt das Prediger dann, wo ich am Gunnen sei. Diese Früh, die ist so abgerecht, dann sagt sie, aber komm du mit. Und wenn das ein fremder Mann ist, dann weet ich nicht. Aber das Prediger sagt, ich glaube, es ist besser, wenn die beiden allein trafen. Er rannt nur den Chor und sagt den Mann, nu gehen wir daheim, die früh steht da. Der Mann, der kann meist nicht kommen, seine Beine werden am nicht drehen, er ist so abgeregt. Aber als er unter das Klassenlicht kämmt, dann kämmt er früh an. Und rannt am entgegen, nur so viele Jahren. Es dort nu eine sehr große Abregung. Aber dort ist ein Taub kommen, was wie andere Menschen nicht kennen, was das nicht belebt haben. In diesem Fall braucht Gott eine besondere Dachstag, um diese Trennung dazu eine Einigkeit zu bringen, zu einer Vereinigung, dass sie sich wieder fängen können. Da ist aber noch eine Trennung, wo Gott mit helfen wird, aber hier braucht er nicht eine Dachstag. Hier schickt er seinen Sehen, den Heiland. Dort ist das große Weihnachtswunder. Das das Weihnachtskind ist für uns alle die Gelegenheit mehrlich gemerkt, dort wir derben trägt, nur Gott kommen, wo von wem wir immer geträumt werden. Diese Lieder sagten sich beid, einen um anderen, über 40 Jahre, was sie sich fungen. Gott hat überall viele, viele Jahre gesagt, und das ist meistens eine einsiedlige Sieg dann. So viele Menschen, die helfen nicht siegen. Aber Gott siegt und raubt. Kommt nur mir alle, die ihm neiden, mühselig und beloden sind. Ich will jünt Ruhe schaffen für jene Seele. Haben wir uns alle fängen lassen, muss Gott diese Weihnachtszeit seine Gnade zu schenken, dass noch viele Menschen sich fängen lassen von unserem Herrn und Heiland. Amen.